Warum? Warum? Tja, das ist eine gute Frage. Damit willkommen zurück zur Omega Robin Delta Episode. Warum muss immer alles so enden? Warum steht es mir immer in den Weg? Mist, ey! Mist! Mist! Los, Mike, das ist eine Gelegenheit. Schnapp den Dimensionswandler. Flo. Huch. Evelina hat ja die Dimensionswandel entrissen. Aber dieses Pokémon. Gut gemacht, Evelina. Also irgendwie erinnert mich die Mucke echt ein bisschen an Xenoblade Chronicles. Und zwar an die... Ach, wie ist es? Die Gebietsmucke schon wieder. Ach, davon, die Ebenen von Kolonie 9. Das ist doch die Frau vom Volk der Meteoran 9H. Du kannst mich auch Amalia nennen. Avelina. Amalia, Avelina. Alter, was ein Zungenbrecher schon fast. Danke. Also, das Gerät ist schon fantastisch, wa? Ein Knopfdruck und schwupp, schon ist der Meteoran und breitet uns keine schlaflosen Nächte mehr. Es wäre endlich alles wieder gut. Ja, keine Frage. Meine Pflichten, nicht zur Hoffnung, von Untergang zu wahren. Echt? Aber... euer Plan für andere Menschen, die Pokémon haben könnten. La 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 la. Ich stehe kurz davor, unzählige Lebewesen in großes Leid zu stürzen. Was meinst du damit? Das kann blassen Schimmer wie? Keine Sorge, das hat dich erwartet. Wir sind auch voll verarscht. Und du, Michael? Weißt du, was meinen wir sagen, dass die Hoffnung für unsere Welt gleichzeitig für andere bedeutet? Yep. Ich meine, irgendwohin muss er der Meteor. Weiß nicht, wo der hinkommt. Wird gerade plötzlich in Kanton Johto rein. Könnte ja auch sein. Und wir wissen, wovon wir sprechen, denn dies ist Teil unseres kulturellen Gedächtnisses. Ich meine, Mega-Entwicklung freigesetzt bringen unsere Welt an Zwang, dass eine parallele Welt entstand. Die uns offenbar zum West ähnlich ist. Eine Anspielung auf Platin wegen Giwahim. Giwahim sage ich schon. Giwahim ist klar, es sollte weniger Halo Warriors zocken. Wegen Giratina halt. Eine höhere Region, die uns nahezu bis ins Detail gleichen, welche vom Menschen und Pokémon bevölkert wird, ist auch nur geringfügig von dem und schauen, was uns vertraut ist. Also die Interpretation ist sehr weit hergeholt. Nicht existiert, oh. Ja, die Welt kannten wir ja auch, war vor ein paar Jahren war das noch so. Kein Krieg, an der die ultimative Waffe nie gebaut wurde. Eine friedliche Welt also. Wenn es teleportiert würde. Ja, ist alles ein bisschen theoretisch, Alte. Weder notwendige Technologie zur Zerstörung der Bedrohung aus dem All verfügen, noch die Kraft besitzen, die Meteor in einer anderen Dimension zu entsorgen. Das Schicksal würde die Menschen wohl erwarten, hm? Ich hab keine Ahnung, was? Ihr seid so ein Penner, ey. Nein! Sind sie doch bei Trost? Eine Parallel mit uns Stamm zu wechseln ähnlich ist? Das ist völlig aus der Luft gegriffen. Nö. Siehe Diamant, Perl, Platin, vielleicht ist das eine Andeutung, wa? Die nächsten Remakes. Weil Diamant, Perl, Platin, Servo mit dem Schuh draus sind ja 4. Generation. Gut, das war bereits DS-Spiele, aber... Obwohl, ein Remake davon von 3DS? Nee, wäre eher etwas mit 4DS. Im 4DS ist klar. Ja, ist eigentlich nicht wahr. Raum und Zeit, da ist noch 4 Dimensionen. Naja, schweife ab. Eigentlich konnte bislang 2 nachgewiesen werden. Mit solch unhaltbare Ideen haben sie den Dimensionenwandler zerstört. Was um alles? Wegen Monster nichts wird ewig, hat die Hoffnung nicht. Hehe. Die verarschen uns alle, ey. Doch erstmal, Professor. Ich finde den Charakter von Amalia so geil. Nein, wir können nämlich sowohl uns als auch die andere Welt beschützen. Wie denn das? Na, stimmt, hast vergessen. Ich brauche noch etwas von dir. Bitte? Oh! Alter, volle Frauenfight. Amalia hat hier den Schlüsselstein entwendet. Oh. Was, ich sage nur oh? Ja, die Gebäudetar mit dem versteckten Leute kommen hin und dann... Flummel, Flummel! An dem vollen Terminkalender macht nochmal die Platte, wa? Also dann, Flummel! Moment mal kurz. Jördis quatscht uns voll? Wie so eine prima Ballerina, wie voll die Diva, als hätte es seit Ewigkeiten keinen Mars oder Snickers mehr gehabt und so. Ja, wisst ihr? Du bist ja voll die Diva, Mann. Snickers und der Hunger gegessen, war, kennt ihr alle. Aber sie hat es auf den Schlüsselstein abgesehen. Jetzt macht sie gar nichts mehr daraus. Den Schlüsselstein von Mark, unserem Anführer. Mist, hey. Mist. Der macht mal das Versteck. Denk nach, Joe, das kannst du nehmen. Vielleicht mal vorbeigehen?
Hat sie als Art Schlüsselsteine von Maike und von Heiko. Klar, unser größten Verein eigentlich gerade noch, oder? Aber natürlich mit unserer trauten Runde. Was soll ich sagen? Jo. Na süß, wie geht's? Mist, gut. Die wollen nichts mehr, dann gehen wir direkt los. Ja, schon mitbekommen. Gut, gehen wir halt zurück. Mein Marc und wir sind ja gute Freunde, war. Best Friends sind so dicke Kumpels, das wird schon. Der wollte wieder eine Mucke. Also, das ist ja direkt hier. Ach, war dann Pokémon Surfer. Oh, das ist nervig. Egal, die geht's direkt hier. Nein, wieso nicht? Scheinkleister. Das geht nicht, oh Mann, oh Mann. Eine coole Auftritt von Amalia. Also echt, ich muss sagen, die ist echt ein cooler Charakter. Kann man echt nichts meckern. Und dann mal ganz hurtig wieder heilen. Ja, bitteschön. Dankeschön. Okay, Mann. Und tschüss, Mann. Jo. Also mal gucken, wie gesagt, wir vor allem neuen Pokémon trainieren. Die anderen sind einfach nur by the way. Und Brutalande, ja. Ja, ja, schon so stark. Oh Mann, oh Mann. So, und weiter geht's. Ja. Eigentlich sollte man ja meinen, dass man jetzt hier in der Magma-Höhle, oder später Team Magmas Versteck, locker reinkommt. Weil, wie gesagt, wir sind in Base Trades und so. Die greifen uns sicher nicht an. Aber vielleicht hat Amalia eine Armee, das könnte ja auch sein. So, jetzt aber. So, hey Leute, was ist Amalia? Was steht hier so blöd in der Gegend rum? Ich dachte, dieses schwarze Gefallen mit dem Pagenschnitt war. Also so leicht nicht. Waffenfeldung gepickt ist. Ja, aber ich denke für sie ein kleines Problem. Mit einer Menge Talent gesegnet. Selbst Mark machtlos gegen sie wäre. Hä? Noch stärker als vorher? Flurmel. Den dritten Schokoliten? Nee. Okay, Amalia, wo bist du? Ja, denn ich kann mich porten. Hallo. Au, au, au. Ja, immer noch, wa? Oh Mann, der Trottel, Mann, Mann, Mann. Yo, der Trottel. Au, au, au. Hey, hast du Amalia gesehen? Hallo, Quatsch mit dir. Jeden einzelnen Morgen. Echt, das immer noch? Naja. Was? Ey, wir sind doch Best Friends und so. Scheiß drauf, ey. Dann mach ich euch eben platt, Mann. Mann, ey, Gift-Pokémon gegen Mirania ist fies. Oh. Das ist schon mal viel cooler. Los, Volt, Donnerschlag. Ups. Ja gut, bis das mal irgendwie durchkommt, könnte es noch ein bisschen dauern. Eishieb! Oh. Naja. Ei, Gamba. Autschi, autschi. Okay, so wird das nix. Sind nur zu stark, ey. Auf ein Spukball, wa? Auch falls nach Explosion einsetzen würde. Gengar ist ein Geisttyp. Oh, na toll. 20 Level Unterschied, hallo? Los geht's, Spukball! Erstaunlich, aber 20 Level Unterschied doch noch so einen Schaden verursachen. So, jetzt reicht's aber. Freunde, die letzte Mega-Entwicklung für unser aktuelles Delta-Team. Wir müssen mal gucken, wie das aussieht, ey.
drittes Auge, wieso? Gut, es verliert seine Schwebefähigkeit, dafür jetzt eine neue. Bringt das machen wir jetzt auch nichts mehr. Ja, unsere Wegsperre heißt, solange Mega-Gengar am Spiel ist, kann der Gegner nicht fliehen. Das ist noch Abgesang mit Schutzschild kombinieren und noch ein anderes Level und so und noch ein paar Attacken drauf und Alter. Und noch mehr. Ihr seid doch einfach krank, Mann. Komm auf, komm auf. Nun komm auf, wa? Müsste ich doch eigentlich so hinkriegen. Spuckball! Alter, was für ein Damage, ey. Gut, das war klar, damit musste ich rechnen. Aber trotzdem für die Levelunterschied trotzdem noch so ein Damage reinhauen. Respekt, ey, Respekt. Okay, Erdbeben ist fies. Aber auch ein bisschen Schutzschild. Energieball! Komm auf. Ja, Mann, jetzt werden sie richtig schön trainiert. Ja, gefällt mir, gefällt mir. Oh, Chaos wieder stärker, ey, Alter. Das ist doch einfach nicht geil, Mann. Was soll das gerade eben? Aber um einsetzt man ist ein Schreck und dann ist eine Niederlage. Mann, nee, die müssen echt Schiss vor ihr haben. Ja, Drachen, obwohl natürlich ein paar Feen und dann sind Drachen gegessen mittlerweile. So, ja, schon besser. Ja, alle gegen uns fighten. Alter Schwede. Ja, ist tatsächlich so, wir können hier nochmal richtig geil trainieren. Alle wollen nochmal gegen uns fighten. Also bis er Mark halt. Der auch nochmal? Ne, glaube ich nicht, aber vielleicht Kalle nochmal. Tamalia, ne, gegen sie mussten wir später nochmal fighten. Das ist jetzt mehr als Kacke. Versuch mal ein Kreuzhieb, wa? Nein, war ja klar. Nein! Mult! Wie kann man nur so ein Pech haben? Ich glaube, er schickt besser Vereinsrennen hier. Der macht zumindest Erdbeben nichts aus. Alter, wie geil einfach. Ui. Ja, noch gefährlich. Komm ab, komm ab. Zum Glück haben wir genug Kohle für das ganze Training hier halt, war. Smogmog, ja. Muss. Es geht nicht anders. So, Smogmog ist natürlich auch Gift-Typ. Ich versuche trotzdem mein Glück. Auch wenn es nicht viel bringen wird. Ja, das kann eine Weile dauern. Ja, jetzt wäre hier echt Igelsam noch geil. Macht trotzdem wahrscheinlicherweise mehr schon als er dachte. Es sind nur genug Schwächen. Ja, der mies mit Abgangsbund. Aber von mir aus kann ich ein bisschen noch meine Pokémon wieder zurückholen. Wir haben hier genug Items und auch genug Kohle. Jo Mann, wo ist ihr da? So, Voltiboy muss natürlich mal ein bisschen stärker werden wieder. Ups. Falsch, so falsch. Und das war ein Fehler, Kumpel. Denn jetzt kriegst du den keinesvollen Giftschocker zu spüren. Und tschüss. Smogmog. Level 38. Ist das geil, Mann. Wow, viel KP.
Ja, es wird zum zweiten Mal vernichtet. Von uns, wa? Das tut mir leid. Alter, die haben echt total Panik vor ihr. Ist hier noch etwas? Oh. Das sind echt noch ein paar. Richtig schön erschrecken, wa? Genau, Feuer wollte ich, wegen Erdbeben und so. Bin ich mal ein bisschen sicher. Und die schnallen das sowieso nicht. Mal gucken, haben wir noch. Genau, Sprudel, dankeschön. Besser als nix, Mann. Hallo. Okay. Im gleichen Team, ja, kennen wir bereits. Vielleicht Team Delta, wa? Ja, scheinbar soll ja irgendwie. Dufte bestanden. Wie geil. Scheinbar soll sich Nintendo ja die Rechte an dem Namen Delta Smaragd gesichert haben. Wobei ich natürlich frage, ein Remake von Smaragd wäre zwar geil. Also das erste Mal, dass irgendwie. Ja. Kein drittes Mal, schade. Das erste Mal, dass es von einer speziellen Edition ein Remake gibt. Natürlich schon cool, aber. Schon ein bisschen was anderes überlegen, weil dann mit Kampfzonen und so noch. Den Delta Smaragd ist wirklich sowas von feiern, glaubt mir gar nicht. Musst du es mich besiegen? Ja. Wie immer die gleiche Scheiße. Gut, spielt keine Rolle. Aber ich bedrohe nicht. Aber natürlich Unlicht und Geist gegen Unlicht, naja. Genau das meinte ich. Tja, tschüss, Fei. Hat mich gefreut, Kumpel. Mann, nee. Ich soll zuerst mal irgendwie Schutzschild einsetzen, gucken, was so drauf haben. So, komm schon, der Kreuz sieht, es prädestiniert dazu. Dazu! Alter Schwede. Ja, Volt hat schon Power. Dankeschön. Mit der Pokémon heilen, ey. Ja, ist halt so, wenn man die Schwächen trainieren will und so aktiv trainieren will, dann geht das nur mit Kollateralschaden. Level 40 ist schon noch mein Ziel. Wenn wir hier rauskommen, vor allem bei Fei schwierig werden dürfte. Hast du was Neues? Nee, immer das gleiche. Wie im Original Let's Play dazu. Hier war ein Porter, genau. Den kennt doch noch von irgendwo her. Habe nichts zu suchen, mir scheißegal. Willst du einen Fight? Nö. Ach so, für den Anfang, für das Ende. Wieso Z für das Ende? Das gibt keinen Sinn. Also natürlich ist es eine Anspielung auf XY nur wegen Zygarde. Das legendäre, ich glaube Drachenmond-Typ war es dort, war. Glaube ich zumindest. Und hier wären wir, glaube ich, bei Mark in seinem bescheidenen Zuhause. Und der Paul ist bald schon noch vorbei, Freunde. Lalalala. Ich stand noch, wie lange noch so die Delta-Episode dauert, war. Gut, ich habe es ein bisschen ausgeschmückt und so, klar. Aber trotzdem würde ich schon sagen, so etwa 1-2 Stunden für alles. Brauchst du natürlich schon, wenn du voll durchwaschen natürlich alles erleben willst. Und dann war schon ein bisschen Zeit. Ja, Kalle war Mitglied, das ist doch cool, Mann. Ja, ja. Kannst du mittlerweile mal rein, oder was? Nee, schauen wir doch nicht. Volle Kanne drauf, mit tonnenschwerem Zeug beladen. Hochleistungspresse. Schubsen, ups. Crossbraten, auf Weckenrad schubsen. Oh Mann, Kalle. Ich kann ihm noch nicht. Nein, es geht ihm noch nicht. Oh Mann, ich krieg doch die Gicht. Naja. So kommen schon 1-2 Kämpfe noch, das muss noch drin liegen. Ja, meine Nase geht wieder zu. Meine Nose, die ist closed. My nose is closed. Klingt schräg. Die Magma-Rüpel. Ah, ein Golbat.
Servus, Golbat. Hier kennst du vielleicht noch Fei. Fei. Schutzschild. Erstmal gucken, was es drauf hat. Ein Luftschnitt, also okay. Also will die Luft schnitten. Das sind so eine coole Schnitte. Und die Luft gleich von Voltzasäbel paralysiert, wie auch immer. Donnerschlag, Kumpel. Was bringt das? Nicht allzu viel. Alter, ist wohl schnell. Na klar, 33 DVs auf Initiative plus 252 EVs drauf, aber trotzdem. Ja gut, natürlich bei den Werten. Also später noch eine Offensive ist. Kann man durchaus vorstellen, bei Volt. Ja, du bist eine Niete. Eine Niete. Denkt sich Max so, oh, ich habe eine Niete gezogen, scheiße. So, Freunde, der Kampf noch nach dieser Part bereitet mal vorbei. Und da werden wir im nächsten Part hoffentlich irgendwie, naja, mit Mark halt sprechen und auch Amalia irgendwie aufhalten können oder zumindest mal mit ihr darüber quatschen können, was sie eigentlich los ist, was sie vorhat, etc. etc. Dann das Gleiche. Ich muss sagen, die Strategie ist gar nicht mal so schlecht. Knirsch, ja, das sieht doch ein bisschen stärker aus. Doch lieber mal Miwenia ein, obwohl natürlich mit Kreuzhieb. Oh ne, wollte mir zu wenig aus dazu. Zumindest momentan noch. Und das ist Miwenia natürlich geiler. Vor allem natürlich mit der Mega Evolution. Soll man Toxin und so? Ne, mach später. It's Mega Time! Mega Visaflor! Speckschicht und Verteidigung und Spezialverteidigung hoch! Autschi, Bautschi! Friss das! Alter Schwede! Wie stark sind die erste Level 100? Sorgensamen. Was macht er schon wieder? Ziel wird bepflanzt. Aha, meine Fähigkeit in Somium verhindert so Schlaf. Nee. Dazu bräuchte ich noch eine andere Strategie. Jonia packt das schon. So, wer kann noch ein Level up? Nö. Golbat. Oh. So einer, okay. Jonia, komm zurück, gut gemacht. Volt ist an der Reihe. Ob er wollt oder nicht. Versteht ihr? Scheiße. Vergesst es. So, Donnerschlag und tschüss. Experte-Kur for the win! Ja, Scheinkleister. Ah, paralysiert er zumindest noch. Nein! Die Attacke, oh, die ist scheiße. Oh, Hilfe. Die Attacke ist echt kacke. So, jetzt aber egal. Eisi und tschüss. Ja, unser Team macht sich, Leute. Die 3 neuen Pokémon hauen richtig rein. Da muss ich eigentlich zumindest mit Volt und Miwenia noch Level 40 erreichen hier. Ja, locker. Mit Fire hoffentlich auch. Also wir müssen eigentlich schnell leveln, weil ja ein Gengar braucht Level 100 nicht so viele Erfahrungspunkte, zum Beispiel ein Evoltec oder auch ein Visaflor. So, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen, Freunde, bis zum nächsten Part. Wenn es hier im Versteck weitergehen, wir gegen unsere, keine Ahnung, sind es Freunde? Weiß ich gar nicht. Freunde, Bekannte, wie auch immer, nochmal fighten müssen, aus welchem Grund auch immer. Mit Voltschuber 36, Miwenia 39 und Fei 33. Naja, und die kommen hinterher. Da klappt schon, zumindest Level 40, da sicher, mal Level 50 und dann geht es an der Kampfzone so richtig ab. Tja, bis dahin sage ich mal, danke fürs Zusehen und tschüss.